Heute geht es darum, wie kann ich umgehen, wenn ich angegriffen werde. Und ich beginne ganz am Anfang eine Frage. Und ihr dürft nicht die Hände hochhalten, weil ich möchte es ein bisschen privat halten, zum niemand bloßstellen. Aber ich beginne mit 2 ganz einfachen Fragen für die Loft Migrate Church Online, auch hier. Nicht Hände hochhalten. Wer von euch sagt, Leo, mir geht es nur gut. Jeden Teil von meinem Leben, oh Halleluja, everything, Halleluja. Alles ist einfach, keine Hände hoch. Wenn du das bist, wow. Dann ist eine zweite Frage, wer von euch sagt, nee, bei mir gibt es schon ein paar Themen, das läuft nicht so rund wie geölt. Ja, Jesus ist das Zentrum, mein bester Freund, meine Sünden sind vergeben, aber es ist nicht ganz so rund, wie ich es gedacht habe. Und jetzt ist das Problem, jetzt sitzt du neben jemand, wenn es nicht rund läuft, bei dem läuft es rund. Das nervt manchmal. Kennst du das? Das sagt man nicht, man denkt das. Und was ich so liebe in der Bibel, ich möchte mit dem beginnen. Die Bibel hat so 3 Abschnitte. In allen Geschichten, die es gibt, by the way, und deine Geschichte ist genau gleich, auch ob sie gut geht oder schwierig geht. Es gibt 3 Abschnitte. Man wird in eine Prüfung hineingeführt. Und das ist der Moment, da läuft dir der Schweiß runter und sagst, warum Gott? Habe ich gesündigt? Hatte ich keinen Glauben? War ich nicht so höflich? Habe ich nicht gehorsam? Es kommt so diese Warum-Frage und dir läuft der Schweiß so richtig runter. Bist du mitten in der Prüfung, dann machst du mit den Händen so, sagt, oh meine Güte, was ist denn das, was Gott in mir machen will? Und es verschlägt dir die Sprache. Wenn du aus der Prüfung bist, hast du die Sprache wieder gefunden. Und denkst so, hey, ist doch kein Problem, hält durch, es kommt schon gut. Ist immer die Frage, in welchem Drittel, dass du drin bist. Bist du draußen und sagst, come on, don't give up. Bist du mittendrin, deine Sprache ist verschlagen. Und ich liebe das in der Bibel, weil es heißt in 1. Petrus 6, Kapitel 1, Vers 6 bis 7. Ihr kennt diesen Bibelvers, ich finde ihn ein bisschen, wenn man dann so liest, ist immer die Frage, in welchem Drittel bist du. Darum freut euch von ganzem Herzen, wenn ihr jetzt noch eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und 4 erleiden müsst. So wird eure Glaube bewährt und sich als wertvoll und beständig erweisen, als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Wenn ich diesen Bibeltext so lese, ist immer die Frage, wer predigt über diesen Bibeltext? Sind es junge Menschen, so 21 Jahre, noch nichts erlebt, denkst du immer, ja, bla 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 bla. Kennst du das? Ich weiß genau, wie wir denken. Und darum sagt Robert Schuller, ein bekannter Prediger in Amerika, ist jetzt im Himmel, der hat immer zu den Pastoren gesagt, so zu meiner Berufsgattung, wenn du nicht zerbrochen bist im Leben, komm ein bisschen runter. Weil das ist die Tiefe, die kommt nicht, weil es dir nur gut geht, sondern der Glaube ist dann ein Glaube, der sich bewährt, wenn du geprüft worden bist. Man sagt, ein Glaube, der geprüft worden ist ein Glaube, dem du vertrauen kannst. Man sagt, aus Wunden werden Wunder. Aus Tränen werden Edelsteine. Aus dem, wo Gott dich getestet hat, wird das dein Zeugnis werden in deinem Leben. Ich sage nicht, wenn man jung ist, man darf diesen Bibeltext nicht zitieren. Aber wenn du nicht diese Tiefen von Gott erlebt hast, ist das nur ein Statement, dass dann oft, wenn Menschen das erleben, sind sie bumm, schakala, nicht mehr im Glauben, weil ihre Theologie geht nicht auf. Und dieser Bibeltext sagt, ob du jetzt in die Prüfung hineingehst, mittendrin bist, rausgekommen bist, freu dich. Weil das wird bewähren, ob Jesus Christus wirklich dein Fundament bist. Und ich liebe die Bibel, weil vor 2600 Jahren gab es einen Mann, Daniel und seine 3 Freunde. Die waren in einer ganz krassen Situation. Ich werde es euch ganz kurz erklären. Nebukadnezar hat ein Bild mitgebracht, kommt nach Jerusalem, 605 Jahre vor Christus. Er zerstört ganz Jerusalem, alle Mauern, brennt die Häuser nieder, brennt den Tempel, das Heiligtum der Juden einfach nieder, nimmt die begabtesten, stärksten, schönsten Männer raus nach Babylonien. Und dann, was Nebukadnezar macht, er macht einen Brainwash mit den Juden und sagt, ab jetzt müsst ihr babylonisch denken, babylonisch fühlen und alle Ideologien von Sexualität, von Gender, von all diesen Göttern müsst ihr übernehmen. Und Daniel ist in einem Land, wo er gar nicht sein möchte. Und die Bibel sagt, wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht mehr von dieser Welt. Und diese Spannung hatte Daniel, die 3 Freunde, krass erlebt. Und heute gehen wir in den ersten Teil hinein. Als Daniel, 3 Freunde kommen in eine Prüfung hinein. Wie reagiert man, wenn die Kultur dich in etwas hineindrückt, wo du plötzlich merkst, das sind nicht meine Werte. Nebukadnezar hat einen Traum im Kapitel 2.
Riesenstatue, habe ein Bild mitgebracht. Er sieht, der Kopf besteht aus Gold, dann die Brust aus Silber, bin ich dich. Bronze, der Unterteil, Eisen, die Füße, also die Beine, und Eisen und Ton sind die Füße. Nebukadnezar träumt das und niemand kann das auslegen. Und wenn man das so liest in der Bibel, denkt so, was hat das zu tun mit meinem Leben? Da ist eine krasse Ermutigung drin für all die Frauen, all die Männer, die sagen, warum Gott lässt du das zu? Wie lange Gott willst du noch warten? Das ist eine Prophetie, die crazy ist, um zu sagen, hey Jungs und Mädels, Gold, Silber, Bronze und Eisen und Ton. Und dann sagt Daniel in Daniel Kapitel 2, Vers 39 und 42, nach dir wird ein anderes Königreich kommen, das geringer ist als deines, und dann ein drittes Königreich, das die Bronze ist und über alle Länder herrschen wird. Und das vierte Königreich wird hart sein wie Eisen, denn wie Eisen erst zermalmt und zerschlägt, so wird es auch alles zermalmt und zerbrechen. Und die Zehen an seinen Füßen, teils von Eisen, teils von Ton, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes und ein Teil ein schwaches Reich sein. Und was Daniel hier prophezeit, ist spektakulär. Er sagt hier, das nächste Bild gerne, er sagt, Gold steht für das babylonische Reich. Das ist goldig und stark. Aber nach Babylonien kommt dann das persische Reich, zwei Arme, die Meder und die Perser. Nach dem persischen Reich kommen dann die Griechen, Alexander der Große, größer als alles zuvor. Und Eisen steht für das römische Reich. Und der Fuß steht darum, Ton und Eisen bedeutet, die Römer haben dann Allianzen geschmiedet, dass sie schwächer gemacht hatten. Schwäche und Stärke war plötzlich im römischen Reich. Und Daniel prophezeit etwas, Reiche kommen und gehen, Könige kommen und gehen, Mächte kommen und gehen. Jetzt denkst du, Pastor Leo, what's the point? Hier ist eine Ermutigung im Text drin. Manchmal hast du ein Reich, ein Vorgesetzter, eine Situation, wo du ganz konkret unterdrückt wirst. Und dann sagt Daniel etwas zu Nebukadnezar, was er nicht hören wollte. Er sagt an 34 und 35. Das schaust du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Das traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmten sie. Da wurden sie miteinander zermalmt. Eisen, Ton, Bronze, Silber und Gold. Sie wurden wie Spreu. Von der Sommertenne und den Wind verwehte sie, dass man sich nichts mehr finden konnte. Wer kennt diese Aussage, dass Gott am Ende der Tage trennen wird? Spreu wird man nicht mehr sehen. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg und füllte die ganze Erde. Und Daniel sagt Nebukadnezar, du bist stark, du bist mächtig, du bist kräftig, aber es kommt ein Stein vom Himmel losgelöst und du hast keine Chance mehr. Und dann sagt er in Vers 44, ein liebtes Wort, aber. Im Buch Daniel heißt es immer, aber Gott ist da, aber Gott sieht es. Aber zu der Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das niemand mehr zerstören wird. Und das Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermahlen, zerstören. Aber er selbst bleibt ewig für immer. Liebe Freunde, dieser Stein kommt und fetzt in diese Beine rein. Und alles, was da war an Reiche und Mächte und Königreiche, wird für immer verschwinden. Und Gott sagt heute zu dir und mir, was auch immer du in deinem Leben durchläufst. Letzte Woche sagt jemand, Gott ist nicht fair. Sage ich, ja, das Leben ist nicht fair, aber Gott ist immer gut und immer treu und immer ewig, er wird immer bleiben. Die Frage, sprichst du von 80 Jahren? Das ist für Gott unrelevant. Gott denkt in einer Ewigkeit. Und das ist das Problem. Wir judgen immer in diesen 80, 90 Jahren, wo Gott sagt, das ist unrelevant. Das ist nur die Probezeit. Wer interessiert die Probezeit? Wer interessiert das Einlauftraining? Das ist das Problem. Wir Christen nehmen immer die Probezeit als the real thing. Und Gott sagt, Jungs und Mädels, es gibt nicht einen König, ein Reich, das bestehen kann. Und dann kommt Jesus, reitet mit dem Tesla. Mit dem Ferrari, BMW, Audi, Diesel, was auch immer. Nein, es ist ein Esel.
am Palmsonntag hinein. Und wenn man einen Esel von oben fotografiert, gibt es ein Kreuz. Und Jesus sagt, wie viele Kreuze braucht ihr noch? Und er ist der Eckstein. Der Stein, den Menschen verworfen haben. Aber auf diesen Stein baut Gott sein Reich. Wenn Menschen gegen dich sind, du wirst gemobbt und gefoppt und gebasht, was auch immer geschieht oder gecancelt in unserem Leben, weil du an Jesus glaubst, sagt Jesus, lass doch dieses Nebukadnezar scheinen, leuchten, what the flip heck. Es bleibt nicht bestehen. Und du merkst, Jesus, die Bibel bringt uns ein Bild hinein für die Menschen, die etwas erleben, was man nicht einordnen kann, aber der Stein bleibt für ewig. Und dieses Zeug wird verschwinden, wie Spreuzen im Wind, verstreut auf alle Seiten. Kann ich einen Namen hören? Das ist die krasseste Botschaft. Es ist nicht einfach so, Leute sagen, ja, ihr Christen, ihr seid so ein bisschen so Trostpflästerli-Glaube. Nein, es ist ein Schlüsselglaube. Und Gott gibt mir den Schlüssel vom Himmel für meine Wohnung, die Gott gebaut hat. Und bitte verliert den Schlüssel nicht. Was macht der Teufel? Nebukadnezar hört, er ist nur der Kopf und Gold. Und das ist typisch Teufel. Der Teufel will nie nur einen Teil. Der Teufel wollte sein im Himmel wie Gott. Er hat eine Begabung gehabt, hier Kopf ist Gold. Er wollte alles haben. Was macht Nebukadnezar nach diesem Traum? Typisch Teufel. Macht ein von oben bis unten das Standbild aus Gold. Und jetzt beginnt die Geschichte richtig crazy. Daniel 3, Vers 6. Da sagt Nebukadnezar, wer aber dann sich nicht niederfällt und nicht diese Statue anbetet, der soll zu derselben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Jetzt kommt Daniel und die 3 Freunde und haben einen Kultur-Challenge. Sollen wir den anbeten, der nicht mehr lange da ist? Aber es sieht schon geil aus, oder? Und dieser Glaube ist ein nicht schöner Stein. Weil Jesus am Kreuz sah nicht schön aus, hatte kein Sixpack, hatte nicht Protein gegessen. Und das ist der Challenge, den wir haben. Unser Glaube glänzt nicht nach außen. Diese Niederbeten hat man heute auch. Ich habe ein Bild mitgebracht. In vielen Kulturen ist es noch heute so, wenn du nicht niederkniest von einem König, dann hast du einen Job verloren, du hast dein Bankkonto gelöscht. Jetzt sagst du, aber ich wohne ja im Aargau. Wir haben Nebel, aber keine Götter. Nebel ist auch ein Gott. Nee. Und denkst du, ja, aber das haben wir alles nicht. Ich möchte heute euch uns erklären, wir haben versteckte Götter. Wir haben versteckte Standbilder, die wir nicht so sagen würden, ja, das bete ich an. Es hat sich so eingeschlichen. Ich gehe euch ganz kurz in 3 Challenges rein heute, die ich für uns, mich, alles sind. Wir haben 3 Angriffe auf deinen Glauben. Der erste Angriff ist immer, wir sind Heimatlose in einer fremden Welt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich zum Glauben kam, das, was am Anfang glänzte, hat plötzlich nicht mehr geglänzt. Partys waren nicht mehr so glanzvoll, meine Freunde waren nicht mehr so glanzvoll, vielleicht waren Drogen nicht mehr so glanzvoll. Das, was ich dir verführt hatte, führt dich plötzlich nicht mehr. Und plötzlich, wenn du zum Glauben kommst, was der Heilige Geist macht, er zieht den Stecker raus und was du vorher cool gefunden hast, hat keine Substanz mehr. Und es kann sein, dass du Freunde verlierst, einen Job verlierst, einen Traum verlierst, viele Dinge verlierst, was du merkst, es hat keinen Pfupf mehr. Und was ich so liebe, du weißt, was ich meine, du bist manchmal in einer Diskussion mit Freunden und du bist da, ich spreche jetzt nicht von christlichen Freunden, merkst, es ist so leer. Es hat kein Fundament. Ich war vor ein paar Wochen mit dem Motorrad unterwegs, ich habe eine Regenwolke gesehen, ich habe nicht gerne Regen, gehe raus in ein Restaurant, bestelle ein Getränk, stelle meinen Helm dahin, gehe auf das Klo, es war so eine Lounge, komme zurück und die ganze Lounge ist voll. Ich habe gesagt, hey Jungs und Mädels, ich habe meinen Helm hingedankt. Ja, ich weiß, uns gehört das Restaurant. Und ich, ja, gut, geiler Kundenservice. Ja, du kannst doch noch reinkommen, wir sind eine lustige Bande. Und einer hat gesagt, ja, das gehört mir und so. Und ich habe angefangen zu golfen, wie du. Und sagte ich, golfe, rauche ich Zigarren. Ich sagte, wow, krasse Story. Wow. 3 Zigarren pro Runde. Ich, wow, krass. Und
Dann haben die anderen gesagt, ich bin geschieden, aber ein neuer Mann ist doch geiler, besser. Und sie war mehr Plastik als Mensch. Und dann war eine Stunde war ich da und ich habe gedacht für mich, was für eine leere Welt. Ich habe zu Gott gesagt, sorry, das ist das Lowest. Kennst du den Moment, du denkst, ist das alles? Dann merkst du, du bist nicht in dieser Welt angekommen. Ich liebe Jesus, kam, hat den Himmel verlassen, kam in eine Welt, das war nicht seine Heimat. Und Jesus hat alle Menschen geheilt, hat tote Menschen auferweckt, hat Blinde sehend gemacht, Lahme konnten gehen, die Tauben haben gehört, er hat Dämonen ausgetrieben und Jesus heilte alle. Wieso hat Jesus alle geheilt? Ganz, ganz einfach. Jesus hat gezeigt, wo ich herkomme von meinem Ursprungsort, gibt es keinen Tod mehr, es gibt keine Krankheit, es gibt keine Ungerechtigkeit, es gibt keine Kriege, es gibt keine Mafia, es gibt kein Bescheißen mehr, es gibt keine Scheidung mehr, sondern Jesus hat uns einen Einblick gegeben in den Himmel, wo wir hingehen mit dem Schlüssel, der uns niemand rauben kann. Ich liebe diesen Vers in 1. Petrus 2, Vers 4 bis 5. Zu ihm dürft ihr kommen, er ist der lebendige Stein. Jesus ist der lebendige Stein und schau diesen Stein an, denkst, wie kann ein Stein lebendig sein? Aber Gott hat ihn erwählt, in seinen Augen ist er kostbar. Lasst ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen, denn könnt ihr Gott als einen Priester dienen und ihm Opfer bringen, die der Heilige Geist in eurem Leben gewirkt hat. Weil er zu Christus gehört, nimmt Gott dieses Opfer an. Also wenn wir auf diesen Stein bauen, in einer Welt, wo wir heimatslos sind, liebe ich es, wenn der Himmel auf die Erde kommt. Es ist so spektakulär. Ich war in einer Veranstaltung und ich fahre dahin und Gott sagt mir auf dem Weg, verändere deine ganze Predigt, habe ich nicht so gerne, weil ich bin ein Schweizer und ich habe gelernt, nicht diskutieren, er ändert seine Meinung nicht, habe alles geändert. Und dann am Ende hatte ich den Eindruck gehabt, ich muss für die Leute beten und sie ölen. Dann kam eine Frau, die ist vielleicht 50 Jahre jung, die kam, die war auf der Durchreise, die wollte gar nicht groß kommen, habe ich gebetet, geölt und dann lauft der Frau Tränen runter und beugt sich so nieder auf, wieso, kennst du das so? Ich dachte, was macht die? Und sagt, ich kann es nicht erklären. Ich bin seit über 20 Jahren, habe ich Rückenschmerzen und seit 20 Jahren kann ich mich nicht beugen. Ich hatte 5 schwere Operationen und keine hat geholfen. Und du fingst an zu beten, da kam ein Feuer, ich habe was gespürt, da war es rumgekrost und es ging bis meinen Zehen, habe ich gedacht, ich berühre meine Zehen und ich habe seit 20 Jahren meine Zehen nicht mehr berühren können. Komm mal, liebe Leute, das ist der Moment, Für was hat Gott dir Geistesgaben gegeben? Liebe Leute, sei nicht so ängstlich, für Menschen zu beten im Zug, die krank sind. Es wird nicht schlimmer. Es kann nur besser werden. Wir haben auch gesagt, oh, was ist, wenn Gott nicht heilt? Ist nicht mein Problem. Es ist Gottes Kingdom. Wenn du vorbeilaufst und siehst jemand mit schönen Schuhen und sagt, du hast schöne Schuhe, by the way, Gott hat dich auch schön gemacht. Ein einfaches Statement, das machen in Amerika alle. Sei nicht ängstlich, Leute anzuquatschen, weil du siehst sie nie mehr. Brauch die Geistesgaben, um den Himmel auf diese Erde zu bringen. Das Zweite, was wir lernen können von Daniel und seinen Freunden, ist hochinteressant. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, wo es heißt, wir werden versucht. Daniel und die 3 Freunde wurden versucht. Es heißt im Hebräer 12, 4 bis 5, und dieser Bibeltext finde ich crazy. Bis jetzt hat euch der Kampf gegen die Sünde noch nicht das Letzte abverlangt. Vielleicht ein bisschen Sexualitätsproblem, Identitätsproblem. Das sagt Gott, das ist noch Peanuts. Aber ihr habt noch nicht um Leben und Tod versucht worden. Das erlebt man sagt, 34 Millionen Christen erleben Todesbedrohung. Bei dir sagt man nur, ich finde dich doof. Wow. Das ist alles. Das ist Peanuts. Trotzdem werdet ihr mutlos. Ich habe 3 Dinge, die ich mir stelle, wenn du vor einer Statue stehst. Es ist impressive. Die Welt ist impressive. Sünde ist goldig. Sonst würde man nicht sündigen. Wenn Sünde keine Versuchung wäre, ist keine Sünde, ist keine Versuchung, wollte ich sagen. Es triggert dich immer. Die erste Frage ist,
Worauf vertraue ich? Ich habe eine Liste mitgebracht und wenn man das so durchliest, würde ich jetzt sagen, nein, ist nichts von dem. Nein, das ist Geld und so, nein. Wenn es um den 10. geht, nein, ist kein Problem, ich gebe 15%. Nein, 6 ist klar, das ist klar. Ist klar, weißt du? Oder? Ist klar, oder? Ich habe diese Frage in meine Kleingruppe gestellt. Das sind heilige Männer, fast perfekt. Habe ich die Frage gestellt und ich habe sie aufgeschrieben. Das ist eine krasse Frage. Was würde dir am meisten das Herz brechen, wenn Gott es dir wegnehmen würde? Ich spreche nicht von deiner Frau, deinem Mann und deinen Kindern. Das Klammer. Du, da hatte jeder sofort eine Antwort. Top, der Beste. Bei mir war es schwierig. Überhaupt nicht. Wenn du diese Frage stellst, wird es sehr schnell klar, was ist das Standbild, das ich eigentlich anbete. Das ist so eine Frage, du merkst plötzlich, wir alle haben so versteckte Götter. Das würde man nicht so sagen, bis man mal die Frage stellt. Die zweite Sache ist die Frage, was macht mir Angst? Wo habe ich Angst, wenn ich diese Statue, die Welt nicht anbete? Wo habe ich Angst, ich komme zu kurz? Also wenn ich Geld spende, mitarbeite, im Sex warte bis vor der Ehe, ich kann es eine Liste machen. Kommt immer so eine Stimme, du verpasst etwas. Das machen alle anderen auch. Also von was hast du Angst? Die dritte Frage ist, welches Standbild beeindruckt mich? Das Standbild ist beeindruckend. Das Standbild ist etwas, das ist größer als Gott. Es kann eine Krankheit sein, das größer wird als die Verheißung von diesem Stein. Ich bin dein Heiler, ich bin dein Arzt, ich werde dich gesund machen und ich werde deine Tränen eines Tages abwischen. Du merkst, so was macht größer, impulsiv? Und das sind so versteckte Götter, die wir haben. Das dritte, es gibt so zwei Dinge, die habe ich aufgeschrieben, interessant. Die Kultur vom Teufel ist immer das Gleiche. Der versucht dich, dann tappst du rein und dann verdammt er dich. Und das ist immer Cancel Culture. Wir haben heute die Cancel Culture in unserer Welt ist eine antigöttliche Bewegung, weil Gott judgt nicht. Der Charakter Gott habe ich aufgeschrieben, also du wirst versucht, also nicht Gott versucht dich, du tappst rein und Gott sagt, lerne von deinen Fehlern. Das ist die Gnadenkultur. Jesus kommt zum Brunnen, das ist eine Frau, eine Ehebrecherin. Und die Ehebrecherin sagt, das ist mein Mann. Sagt Jesus, nein, das ist dein Mann. Du hast 5 Männer von diesem Mann. Dann sagt Jesus, ich vergebe dir deine Sünden, geh nach Hause. Du kannst nach Hause gehen, du kannst nach Hause gehen. Schulululululu. Aber sündige nicht mehr. Das ist Gnade. Steh nochmals auf. Lern aus den Fehlern. Ist nicht das Gleiche als Verdammnis. Ich weiß nicht, wo du von diesem Standbild niedergefallen bist, aber dann steh auf, richte deine Krone und lerne hinzustehen für Jesus. Das dritte, wo ich enden will, der dritte Angriff sind, man wird unterworfen. Die Kultur hat verschiedene Themen, nimm ein Thema raus und es ist ganz krass. Glaube ist Privatsache. Das wird dir sowas von reinmassiert, bis man wirklich glaubt, es ist wirklich Privatsache. Also Jesus hat nicht gesagt, geht und sagt nichts. Geht in die Dörfer und lasst die Leute raten, was ihr glaubt. Geht und erzählt von der besten Botschaft. Liebe Freunde, Glaube ist nicht Privatsache. Glaube ist etwas, du kannst die beste Botschaft, kann man sharen mit Frauen und Männern, die es hören wollen und die es nicht hören wollen. Alle werden es hören, weil man erzählt das. Und man massiert das so rein und es wird auch Gesetze gemacht, um das zu verbieten. Du predigst doch irgendwo. So lass doch die Leute reden. Das zweite ist hochinteressant, wenn man einen Frosch in ein heißes Wasser wirft, der springt sofort raus, oh, Achtung, heißes Wasser. Aber wenn du einen Frosch in ein kaltes Wasser reinwirfst und langsam das Wasser erhitzt, wird er drin bleiben, der wird es nicht mehr merken und er stirbt. Das ist die Strategie vom Teufel. Ich zeige euch eine Sache, du magst nicht meiner Meinung sein, aber ich zeige euch, wie krass das ist, wie pervers heutzutage Dinge sind, die wir denken, das kann man doch nicht mehr so sagen. Im Jahr 1995 gab es in Peking an der Weltfrauenkonferenz ein Thema, die Gender Agenda. Liebe Freunde, das ist vor 30 Jahren.
Und man hat dann gesagt, 1995, Religionen, die diese Agenda nicht mitmachen, müssen Lächerlichkeit preisgegeben werden. Ist es heute so? Es ist heute voll so. Dann der Spiegel sagt im Jahre 2007, und jetzt wird es mega krass, der Spiegel hat gesagt, Gender heißt Mainstream und wir werden eine ganze Nation umerziehen. Wenn du in einen Hollywood-Film gehst, dass man zusammen schläft, bevor man gedatet hast, völlig normal. Wir sind gar nicht mehr schockiert. Bei jedem Video heutzutage gibt es zwei Homosexuelle, die sich küssen. What the fuck? Sorry für das Wort. Das ist eine Agenda. Du sagst den Kindern, vielleicht bist du doch homosexuell. Ja, es gibt immer eine Ausnahme, aber es ist nicht die Regel. Und wir sind gar nicht mehr schockiert. Wir merken das gar nicht mehr, weil es ist normal geworden. Du sagst, ich glaube an zwei Geschlechter. Es gibt biologisch zwei Geschlechter. Jeder Arzt sagt, es gibt zwei Geschlechter. Amen? Zwei. Biologisch. Die Bibel sagt das. Sogar der Koran sagt das. Aber wir denken, ja, aber nein. Das kann man selber auswählen. Das Problem ist, ich spreche dieses Thema und die Leute sagen, das sehe ich nicht mehr so. Du bist wie ein Frosch im Wasser. Und du merkst die Prinzipien von Gott. Wir sind so weit weg von der Reinheit Gottes, von der Heiligkeit Gottes, dass wir Dinge gar nicht mehr hören. In Daniel heißt es, und ich möchte auch jetzt enden, Daniel 3, 17 bis 18, und das ist einer der krassesten Sätze, die es überhaupt gibt. Denn unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus seiner Gewalt befreien. Er kann das. Seid ihr mit mir? Aber bitte lest weiter. Aber auch wenn er es nicht tut, was ist, wenn Gott dich nicht heilt? Was ist, wenn Gott die Depression nicht wegnimmt? Was ist, wenn Gott dein elender, mühsamer Mann, nicht wegnimmt, nicht ändert? Daniel hatte eine größere Theologie als Gott heilt immer. Alle sind frei. Er kann es tun. Aber wenn er es nicht tut, musst du wissen, König, wir werden nie deine Götter anbeten oder uns vor der Goldenstatue niederwerfen. Matthäus 10, 32 bis 33, Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Also es gibt ein paar Bibeltexte, wo es nicht sagt, ja, alle kommen in den Himmel, schon gut, weißt, Augen zu, Hühnerauge, alles rein. Er sagte zu Daniel, diese Königreiche werden zermalmt werden und werden rausgestreut werden und man kann sie nicht mehr zusammenbauen. Aber dieser Stein, der nicht so krass, spooky, goldig aussieht, wo Leute belächeln, verleugnen, ihre Agenda, Ideologie raufdrücken. Stehst du da? Hast keine Argumente die nächsten 80 Jahre. Sagen deine Kinder, siehst du, du glaubst an Jesus, geht es uns nur schlecht? Ja, 80 Jahre. Jesus spricht nie von diesen 80 Jahren als the main thing. Es ist nur eine Einlaufphase. Es ist nur eine Pilgerreise. Es ist nicht the main thing. Philipper 13, und ich ende mit diesem Bibeltext. Um Christus alleine geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Und das ist der Bibeltext, sagt, come on, Halleluja, everything Halleluja. Und dieser Bibeltext hat leider einen zweiten Teil. Hast du gewusst, dass Kontext spielt eine Rolle? Du kannst nie einen Bibeltext rausnehmen aus dem Kontext. Kontext spielt eine Rolle. Und der erste Teil, da bin ich sofort dabei. Ich komme aus Wallisellen, wir sind bei allem dabei, weil wir haben eine Autobahn. Und das Glattzentrum. Vers 10. Aber auch an seinen Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein ganzes Leben auf Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Und was ich heute
mit dem ich spreche zu mir, sagen möchte, ist Folgendes. Du gehst durch Phasen in deinem Leben hindurch, wo du Gottes Güte, Gottes Treue, Gottes Heilungen nicht so siehst, wie du dir das vorstellst. Wo die Welt an dir anklopft und sagt, komm, beug doch deine Knie. Eine Ideologie, die aufdrückt, wo du sagen kannst, ja, ich respektiere deine Meinung, aber es ist deine Meinung und nicht meine Meinung. Und da, wo man Dinge verbietet, also man kann nur noch so denken, dann hast du das goldene Teil, steht vor dir. Es gibt nur noch eine Meinung, ein Kingdom. Und das ist der Moment, wo Daniel sagt, Gott kann mich befreien. Aber wenn er es nicht tut, ich werde auf dieser Erde nicht meine Knie beugen. Ich weiß nicht, was es bei dir auslöst, diese Predigt. Ich weiß einfach, ich hätte gerne etwas anderes gepredigt. Aber es gibt einen Teil in der Bibel, den man einfach nicht wegschauen kann und wo viele Kirchen einfach weglassen. Eine Medaille hat zwei Seiten. Nach vorne goldig bin ich dabei, aber die Rückseite ist oft beschissen. Es gehört beides dazu. Und ich möchte ganz am Ende, Michael Church Online und Live, möchte ich einladen. Wir haben es auch letzten Sonntag gemacht. Wenn du willst, kannst auf die Knie zu gehen. Ich möchte mich beugen heute vor Gott. Du kannst auch sitzen bleiben, wenn du nicht willst. Aber ich lade euch ein, auf die Knie zu gehen, auch Michael Church Online und Loft. Und wir werden zusammen Römer 8 vorlesen. Lass es uns auf den Knien zusammen laut proklamieren. Alle zusammen. Was kann ich dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Soll der uns noch etwas vorenthalten? Wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Niemand, denn Gott selbst spricht sie von aller Schuld frei. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner, denn Christus, der ist hiervon gestorben. Ja, noch mehr. Er ist vom Tod auferweckt worden, hat seinen Platz an Gottes rechten Seite eingenommen. Dort hilft er jetzt vor Gott für uns ein. Denn ich bin mir ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas auf dieser Welt, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Komm on. Ich bete heute, Vater im Himmel, für alle die von uns, die aufgrund von ihrem Glauben Niederlagen einstecken müssen. Ich bete für die, die belächelt werden, die kritisiert werden, die an den Rand gedrückt werden, weil du eine andere Meinung vertrittst. Ich bete für die, die gemobbt werden, gebasht werden. Ich bete für die, die sagen können, ich habe die Heilung noch nicht erlebt. Ich habe diese Freisetzung noch nicht gespürt. Ich habe die Wunder Gottes an meinem Körper noch nicht erlebt. Ich bete heute für alle die, die in einer Season drin sind, wo dein Glaube geprüft wird, härter, als du dir das jemals vorstellst. Es gibt einen Stein vom Himmel losgelöst, der alles zermalmt. Und warum ist dieses Bild so wichtig? Du musst Bilder nach vorne holen in Zeiten der Krisen. In Zeiten, wo der Teufel so laut ist. Wo die Welt dir so klar und deutlich erkennen lässt, du bist total auf dem falschen Film. Vater, ich beuge meine Knie wie Daniel und die 3 Freunden. Dieser Ofen von Feuer, von Druck, von Verrat, der ist monströs. Vater, hier bin ich. Du bist mir nicht schuldig. Du hast deinen eigenen Sohn Jesus auf die Welt geschickt für mein Leben. Sei mir Sünder, sei mir sündig gnädig. Rechne mir meine Fehler, meine Sünden nicht an. Hab Erbarmen mit mir.
God prevails. I pray in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I know all the power of fear and darkness. I must know it's every key to every victory. Oh, in the mighty name of Jesus. Ich möchte dir ganz kurz nochmal diese Frage stellen. Du kannst stehen bleiben, knien, was auch immer. Aber ich möchte diese Frage dir nochmal stellen. Was würde dir am meisten das Herz zerbrechen, wenn es dir Gott wegnehmen würde? Ich spreche nicht von Vater, Mutter, von Familie, sondern von Wünschen, Träumen und auch Identitätsfragen. Ich lade dich jetzt ganz kurz ein, deine Augen für einen Moment einfach zu schließen und einfach mit dieser Frage zu reflektieren. Vielleicht sagst du zu Jesus, ja, es stimmt. Meine Firma bedeutet mir mehr als meine Familie. Ja, es stimmt, ich habe meine Familie vielleicht auch zu hoch priorisiert. I don't know, was es auch immer ist. Aber lasst uns einen Moment einfach da wie Jesus eine Antwort geben, weil ich kenne mein Thema. Da kann auch sagen, Jesus, tut mir leid. Wo das Goldige so glänzt, aber dieser Stein so lächerlich aussieht. Ich lass los, und das ist nicht ein einfaches Wort, ich lass los, hört sich immer so einfach an, let it go. Aber ich meine, es hilft mir, Jesus, das loszulassen. Du bist ein Gentleman, der genau weiß, wie du mich führst. Und Gott hat für jede Person eine andere Strategie. Aber ein Gentleman, der holt das Beste raus. Leite mich göttlich, kunstvoll und geliebt, aber ändere diese Themen in mir, Jesus. Ich bete auch, Jesus, dass der Himmel jetzt auf die Erde kommt. Vater, ich bete, dass der Himmel auf die Erde kommt. Ich bete jetzt, dass Heilung im Namen von Jesus auf uns fällt. Ich bete, dass der Geist der Niederlage, der Geist der Depression, der Geist der Angst, der Geist der Furcht, der Geist der Kleinkariertheit, Vater, ich bete jetzt, dass dieser Geist Gottes jetzt auf uns fällt. Komm on. Danke, dass du zugeschaut hast und ich hoffe, dass die Predigt dich berührt und inspiriert hat. Ja, und wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann würden wir dich sehr gerne kennenlernen. Besuch einfach unsere Homepage, weil dort wirst du auch etwas über uns und was uns als ICF eigentlich ausmacht, erfahren. Also ohne diese viele Volunteers wäre das alles gar nicht möglich, was wir hier machen. Ich bin so dankbar, einfach zu wissen, da sind so viele Herzen voll dabei. Ja, und deswegen auch unsere Einladung an dich, wenn du Teil dieses großen Ganzen sein möchtest mit deinen Finanzen, ist das jetzt der Moment, wo wir dich einladen, Teil davon zu sein. Danke für deine Unterstützung und bis zum nächsten Mal.